Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal vor dem Champions League Spiel gegen Benfica Lissabon mit unserem Cheftrainer Vincent Kompany. Wie immer der Hinweis, bevor wir reingehen, Leute, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, tut das gerne. Damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Vielen lieben Dank dafür. Und damit gehen wir rein in den Bums. Hier aber mal mit der Cam auf der anderen Seite. Und dann machen wir noch die Logos an. So, fliegender Wechsel. Jetzt sind wir da, Teil 2 der Pressekonferenz vor dem Spiel morgen gegen Benfica Lissabon. Der Chefcoach Vincent Kompany ist da. Vinny, leg los und ihr bitte mit euren Fragen. Leg los. Hallo. Wer möchte beginnen? Stefan Kumberger, Reihe 1 für Sport 1. Hallo Vincent, es ist viel über den Modus gesprochen worden, den neuen Champions League Modus. Wäre es aus Ihrer Sicht so schlimm, wenn der FC Bayern diese Playoff-Runde machen müsste, nochmal 2 zusätzliche Natürlich nicht, hat er doch schon im letzten PK gesagt. Spiele hätte? Auch wegen der Belastung? Ja, ich will nicht zu weit denken jetzt. Hauptsache ist, wir haben noch genügend Spiele. Wir müssen jetzt morgen gegen Benfica gewinnen. Das ist unser einziges Ziel. Und mit diesem Format will ich auch nicht zu viele Gedanken machen über was jetzt im Januar passieren würde. Ich meine, keiner von uns weiß jetzt, wie gut oder wie schlimm das ist. Nur was wir wissen ist, wir möchten gerne gewinnen in diese Champions League. Und morgen haben wir eine Möglichkeit zu Hause, auch wieder hoffentlich einen schönen Abend zu erleben. Das ist unser einziges Ziel. Oder meine. In der letzten Reihe. Und natürlich ist es nicht schlimm. Mein Gott. Ja, wir haben neuer Trainer, Entwicklung des Teams. Vielleicht kamen diese Spiele einfach auch ein bisschen früh. Von daher alles gut, Leute. Ja. Sollte es so sein, dass wir 9., 10., 11., 12. werden, dann ist das so. Dann spielen wir halt noch, jetzt machen wir 2 Spiele extra und gut ist. Ja. Wenn das Ziel ist, die Champions League zu gewinnen, ist das wurscht. Dann muss er gegen jeden bestehen können und feuerfrei. Reihe. Mario Krischl für den Kicker, bitte. Ja. Vincent, hi. Wie schaut es denn aus mit dem Personal für morgen? Und vielleicht kannst du noch was sagen zu Hiroki Ito, wo wir eben das Update bekommen haben, und auch Sascha Bowie. Wie lange braucht denn er wohl noch? Ja, das ist ein bisschen kalt und warm natürlich. Sascha geht es eigentlich ganz gut. Wir hatten nicht erwartet, dass er schon in diese Trainingseinheit einsteigen könnte. Und das hat er jetzt gemacht. Das heißt, vielleicht nach der internationalen Woche bekommen wir wieder eine Spiele extra. Und ja, mit Hiroki war eigentlich ein bisschen das Gegenteil. Und ja, der muss jetzt Geduld haben, der wird jetzt noch ein bisschen Pause machen müssen und danach kommt er sicher wieder zu seinem besten Level, aber es ist natürlich für ihn bitte und für uns auch. Und die anderen sind alle, es läuft alles gut. Wie läuft es hier weiter? Torben Hoffmann von Sky, in der ersten Reihe. Vincent, deine Herangehensweise, deine Taktik ist ja relativ klar, wie du es auch spielen lassen möchtest gegen Sporting. Aber wie würdest du den Gegner auch einschätzen? Was sind da so die Vorzüge? Du hast gesagt gegen Sporting. Gegen Benfica, das war gegen Benfica, genau. Wo sind da die Vorzüge, wo sind da die Ansätze? Wir müssen eigentlich nur die Fokus haben auf unsere beste Leistung. Ich verstehe, es ist Champions League Spiel gegen einen Gegner mit Tradition in diese Champions League, aber trotzdem, was wir jetzt machen, hat geholfen, damit wir 50 Tore schießen, hat geholfen, damit wir sehr, sehr oft gewonnen haben und ist nicht immer perfekt, aber was schon stimmt, ist, wie wir in diese Momente, wo es einmal vielleicht weniger war, auch reagiert haben. Und deswegen, ich meine, wir haben viel gewonnen und wir haben deswegen auch viel Vertrauen für dieses Spiel. Und es geht nicht nur um, wir werden uns immer ein bisschen anpassen, das ist wichtig, taktisch, und wir werden immer die Schritte machen, die richtig sind für die Mannschaft, immer. Ganz pragmatisch auch manchmal.
Aber die Realität ist auch, wenn ich jetzt sage, wir tauschen alles jetzt, dass das auch nicht ernst ist natürlich. Und wir wollen einfach zu Hause wieder gewinnen. Ja, alles gut, ja. Gibt doch nichts zu ändern. Wir müssen, Leute, das ist jetzt nicht irgendwie eine Übermannschaft, gegen die wir spielen. Man muss an seine eigene Stärke glauben. Natürlich kann man das immer ein bisschen anpassen, sagt er ja auch selber. Das macht man auch. Alles ist fein. Next, a colleague from Portugal. Hello, in English, please. It's better. In English, yeah. Let's go. João already said here that this game for Bayern is like a final. I would like to ask you, after the 2 bad results, how decisive is this game for you? And I also would like to know what kind of things do you see in Benfica that can be the most important ones for Benfica and for the game? Yeah, I think the main thing is the mindset that we, I think, communicate to the team all the time is that every game is a final, really. But it's a mindset that I took as well for my career, from the many years where I was lucky to have success. It's if you treat every game like a final, when you arrive in the real finals, you can treat it like a normal game. So it's a mindset. And therefore, he's absolutely right, but it won't be any different for the game after Benfica. In terms of what they do well, I mean, they're extremely good in both boxes, I think, from what I've seen. You know, they have players who can be very dangerous in many moments of the games, but when they get near the box, they are, for me, top level. And it makes sense, obviously, with the experience of Di Maria and the other players up front. They're all good players, and they're all able to find the back of the net. And then when they defend in their own box, I think they have a good mix as well, with Otamendi and the 2 young defenders, and they really produce some good moments in those 2 phases, and that's how you win games. So because of that, it's a dangerous team. But you mentioned about winning and losing. The fact is that we won a lot so far. So our confidence is also in the right place to approach this game. Ja, er hat gefragt, wie es ist, weil das ja ein Finalspiel ist, oder ob es ein Finalspiel ist für den FC Bayern und was die besondere Stärke von Benfica ist. Vinny hat sinngemäß gesagt, ja, dass das unsere Philosophie ist, dass jedes Spiel ein Endspiel ist. Ne? So, dass man dann wenn man irgendwann ein Endspiel spielt, ein Spiel wie das andere ist. Ist natürlich die richtige Einstellung. Es ist kein Endspiel. Selbst wenn das Spiel nicht gewinnst oder verlierst, also du musst unter die ersten 24 Teams kommen und dann spielst du halt eine Quali und fertig aus. Mickey Mouse. Ja, also. Klar, wenn wir über die ersten 8 Plätze reden, ist es ein Endspiel, dann musst du das Ding auf jeden Fall gewinnen, ja, um da nochmal überhaupt ansatzweise eine Chance zu haben. Ja, aber ansonsten geht's halt über die Quali. Ne? Und ansonsten hat dazu Benfica gesagt, dass sie sehr, sehr gute Spieler in den jeweiligen Boxen haben und gefährlicher Gegner sind, das Übliche halt. Okay. Klaus Bergmann ist an der Reihe für die dpa. Palinja hat auch gesagt, es ist für ihn natürlich ein besonderes Spiel. Wie gehen Sie da so mit so Spielern um? Pushen Sie die dann nochmal oder nehmen Sie sich auch so einen Spieler her und wahrnehmen? Ich glaube nicht, dass man so ein Palinja noch pushen muss in so einem Spiel. Ihn ein bisschen die Emotionen im Zaum zu halten, und er ist ja auch ein Spieler, der gerne grätscht. Jedenfalls hat er das in England sehr, sehr viel gemacht. Wie stehen Sie eigentlich als Trainer dazu? Es gibt so Trainer, die mögen das nicht so gern, wenn Verteidiger viel grätschen. Wie stehen Sie dazu? Es geht bei mir nur, er hat natürlich eine Rolle, und es geht natürlich darum, dass die Rolle ausgeführt wird. Sagt man ausgeführt wird? Ja. Aber Emotionen braucht man immer zum Fußball, zum Spielen. Das ist nicht schlecht, glaube ich. Und es geht jetzt nicht um ein 19-jähriger, vielleicht Vincent Kompany, ja, ich hatte vielleicht diese Fehler gemacht, aber es geht nicht um einen 19-jährigen Spieler, es geht um einen erfahrenen Spieler, der das schon miterlebt hat, und irgendwie wahrscheinlich morgen, wenn das Spiel anfängt, dann geht es einfach darüber, dass Bayern München gewinnt. Und am Ende, hoffentlich, ist es eine schöne Geschichte für ihn. Ja, ist ja, was ich sage. Also so ein Spieler musst du nicht noch extra motivieren. Wie er schon sagt, der ist ja kein 19-jähriger Spieler, den musst du nicht irgendwie eine Seite nehmen oder was. Ein super erfahrener Nationalspieler Portugals, also ich bitte euch, da müssen wir nicht drüber reden, dass du den noch irgendwie eine Seite nehmen musst.
Und wie er es sagt, weiß ich auch nicht, diese Aussagen auch immer so von so manchen Trainern, ja, Gretchen verboten und so Mist. Am Ende geht es so darum, dass der Zweikampf gewonnen wird, der Konter unterbunden wird, der Ball in den eigenen Reihen ist. Und ob das mit einer Grätsche passiert oder ob das nicht mit einer Grätsche passiert, ist doch am Ende des Tages wurscht. Ja. Das Ergebnis ist, was zählt. Letzte Reihe, Marc Kabel für RTL. Hallo, Herr Kompanie. Hallo. Ich muss noch mal zu dem Gruppenmodus fragen. Nehmen wir mal an, das wäre jetzt noch der alte Modus. Dann würde man jetzt nach 3 Spieltagen wahrscheinlich mit 3 Punkten und dem Torverhältnis Zweiter, Dritter in der Tabelle sein. Was ist das denn für eine dummes Gelaber jetzt? Sorry, Alter. Jetzt fangen wir an, ja, was wäre denn, wenn das der alte Modus wäre? Erstmal hättest du dann gar nicht die Gegner bekommen. Ja? Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 wärst du wahrscheinlich doch auch anders rangegangen an die eine oder andere Sache. Ja, also. Wüsste ganz genau, bei noch 3 Sorry. ausstehenden Spielen kann man sich bequem noch fürs Achtelfinale qualifizieren. Jetzt mit der neuen großen Tabelle muss man sehr weit runterscrollen. Bayern ist auf Platz 23. Macht das psychologisch was mit Ihnen, mit der Mannschaft? Ist das eine andere Drucksituation als früher? Nein, überhaupt nicht. Ja, Es geht. Schwere Frage, sorry. Ich glaube, was wir wissen, ist ungefähr 6 Spiele musst du gewinnen, damit du in die Top 8 reinkommst. Und was haben die Mathematiker alles berechnet, dass es um 3 Spiele geht und dann bist du in die nächste Runde mit einer guten Gegner oder schwierige Gegner. Das ist ungefähr, das ist das Einzige, was ich weiß. 3 Spiele gewinnen, das reicht für Playoff. 6 Spiele gewinnen und dann bist du in die Top 8. Und dann wissen sie natürlich, was mein Ziel wäre. Und lieber in die Top 8 natürlich. Aber jetzt schaue ich auf, was wir bis jetzt gemacht haben. Wir haben 1 gewonnen und ja, wir haben noch 5 Spiele. Das heißt, es ist ganz deutlich. Aber es ist ganz schwer, diese ganze Tabelle anzuschauen, ne? Weil sie wollen einfach schauen auf eine Tabelle, wo sie wissen, jedes spielt noch einmal gegeneinander. Das passiert aber gar nicht. Wir haben ganz unterschiedliche, unsere Lauf in die ersten 3 Spiele war total anders als wir haben 2-mal auswärts gespielt, Aston Villa und Barcelona, und dann gibt es noch andere Spiele. Und das war bei jedem Verein anders natürlich. Und das heißt, auf die Tabelle schauen ist nicht so einfach. Was wir wissen ist, 6 Spiele hast du eine große Chance, Top 8, und 3 Spiele hast du eine große Chance, nächste Runde. Ob wir da zufrieden mit sein oder nicht, da geht es nicht darum. Das ist, was die bis jetzt kommuniziert haben ungefähr. Jo. Aber lass keiner bitte schreiben, dass ich gesagt habe, wir wollen 3 Spiele gewinnen. Sie wissen, dass ich das nicht meine, oder? Ja, ich schaue jetzt hier auf die erste Reihe. Der Bild-Zeitung muss das nochmal ausdrücklich sagen. Ich habe einfach ein bisschen erklärt, wie ich dieses Format verstehe oder wie man das erklärt hat bis jetzt. Dann ist Michel Schröer für die Bild-Zeitung dran. Wenn Sie sich dennoch aussuchen könnten, würden Sie lieber den alten Modus wieder haben? Gut, das kann ich Ihnen nur nach dieses erste Jahr sagen. Ich sehe schon, es hat natürlich schon, es bringt natürlich schon was anderes mit. Ne? Wir haben jetzt 2 richtig schwierige Spiele auch gehabt und andere Vereine auch, wie ich glaube PSG, die haben nur schwere Spiele. Also das gibt schon ein bisschen Dramatik dabei, aber wir sehen am Ende, letztendlich, wir sind nicht unzufrieden mit den Spielen, die wir haben. Das sind einfach großartige Nächte auch für die Fans und wir wollen noch einfach mit sehr viel Freude mitmachen. Yes, please. Ja, geht mir ähnlich. Ne? Ich denke auch, wir können das mal beurteilen, wenn wir mal diese Vorrunde hinter uns haben. Dann sehen wir mal, ob es das irgendwie... Also jetzt so aktuell würde ich sagen, ist schon geiler. Ja, 7 verschiedene oder 8 verschiedene Gegner, anstatt 2-mal gegen 3 gleiche zu spielen. In the third row, Portuguese. Hello, Vicente. Rafael Soares, Record from Portugal. You have played with Otamendi at Manchester City. You'll find him tomorrow. What are your best memories with him? What do you think about him? Tackle number 1, Nicolas Otamendi, and if the player goes through, tackle number 2, Vincent Kompany. I mean, both of us were very aggressive defenders. Both of us were, I think, lucky to be part of a very, very successful team. So it's always special, and
And he clearly, I stopped my career for 5 years, so he clearly did something right to still be performing at this level. I don't think I can understand how special it is to be able to still compete at this level when you've played so many years already at the highest level. So yeah, I'm looking forward to see him, and I think there's also Zeki Hamdouni that I had last year, and there's quite a few players that I know in this team that it'd be good to see them back at the Allianz. Torben Hoffmann für Sky an der Reihe, bitte. Wie schwer ist für dich momentan, die richtige Aufstellung zu finden auf den offensiven Außenbahnen? Weil egal wie du aufstellst, die bringen alle momentan ihre Leistung, schießen Tore, bereiten Tore vor. Wie ist es mit Blick auf das morgige Spiel? Zu sagen, Coman, Odyssee, die haben es gut gemacht, die bleiben drin, oder ich bringe die beiden frischen Jungs morgen mal rein? Ja, es ist ganz einfach jetzt im Moment, weil wir haben so viele Spieler und wir haben seit Anfang dieses Saison immer über das Kalender gesprochen. Das heißt, es ist auch ganz logisch, dass gerade diese Position diese Anzahl braucht. Und es ist bis jetzt nicht schwer, weil die leisten alle. Und ich muss sagen, ehrlich gesagt, dass die auch einander unterstützen. Dieses Gefühl habe ich. Die wissen auch, wir kommen nicht nur mit 1 oder 2 Spielern über die Linie, wir brauchen jede. Und mit dieses Kalender, nach Mittwoch geht es wieder Samstag los. Ich glaube, dass hier alle spüren, dass die einander brauchen. Vielleicht daneben Stefan Kumberger, bitte. Herr Kompanie, Sie und Max Eberl haben zuletzt immer wieder betont, wir hatten so viele Auswärtsspiele. Was macht es auswärts so schwer und was macht es zu Hause so leicht? Hängt es auch mit den Reisen zusammen? Ja, betont. Ich glaube, wir haben es einmal vermeldet oder so, weil es gibt keinen einzigen, der darüber gemeckert hat. Nur letztendlich, wenn du 13 Spiele machst und du bist 9 Mal auswärts, dann merkst du auch, dass du nicht oft in dein Bett schlafst. Ja. Und das kann man sich merken manchmal am Ende von so einer. Aber das Unterschied war für uns natürlich nicht so groß, weil ich glaube, wir haben auch auswärts geleistet. Natürlich in der Champions League war es zweimal schwierig, aber letztendlich über das Gesamte haben wir auswärts auch viele Siege geholt. Nur zu Hause, ich glaube, dass jeder weiß, wie besonders die Allianz Arena ist, wie oft Bayern gewinnt in dieser Arena. Und es gehört auch ein bisschen Routine dazu. Nicht gewinnen, meine ich, aber die Routine zum Spiel, weil du kennst dich aus. Und ich würde sagen, wenn wir jetzt, bevor Mainz habe ich gesagt, wenn wir jetzt morgen auf die Himalaya das Spiel machen müssen, machen wir das auch und gerne. Aber wenn wir zu Hause sind und wir spielen vor unsere eigenen Fans, sind wir zufrieden natürlich. Haben wir noch was? Ja, schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ja? No. Alle zufrieden? Dann danke fürs Kommen. Bis morgen. Danke fürs Kommen, Leute. Danke fürs Zusehen. Auf ein schönes Spiel morgen. Ja? Mit einem hoffentlich guten Ergebnis für uns. Und wie immer an dieser Stelle rot-weiße Grüße, Leute, und vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.